So, grüßt euch! Und es geht weiter mit der zweiten Folge mit Pro Evolution Soccer 2014. Und wir wollen gleich in das nächste Freundschaftsspiel starten. Und zwar mit den Engländern gegen die Polen. Denn die haben am 15.10. ihr Qualifikationsspiel um die Weltmeisterschaft in Brasilien. Und wir spielen da wieder ein bisschen Orakel. Aber wir müssen da erst einmal ein bisschen was umstellen. Zum Beispiel möchte ich links an Flügelstürmer haben. Und zwar zum Beispiel Ashley Young. Und rechts möchte ich Ding haben, pass auf. Milner nehmen wir mal. Und dann den Ausseh. Es kommt nämlich Theo Walcott von Arsenal London. Gut, also wir spenden in Bestbesetzung im Old Trafford Stadion. Ja, das waren die Hymnen von beiden Mannschaften. Und jetzt muss ich nur zum Patch was sagen. Wir spielen im Moment noch mit dem 0.2 Patch. Jetzt gibt es ja natürlich dann den 1.0 Patch mit der vollständigen Bundesliga. Und falls ihr ja auch Pro Evolution Soccer spielt und es eventuell modden wollt, dann müsst ihr gerade in die Videobeschreibung schauen. Da ist nämlich dann der Link drin. Und der führt euch genau zu der Seite hin, wo es den Patch zum Oberlohner gibt. Ja, dann nutze ich dann aber. Und das ihn installieren. Und schon wird Pro Evolution Soccer um einiges bereichert. Der wird auch stetig weiterentwickelt. Und den muss man immer wieder mal überlohnen, damit man da auf dem aktuellen Stand ist. So, bei uns geht's los. Von links nach rechts. England gegen Polen. Ja, die Engländer natürlich von der Qualität her die besseren Spieler in der Mannschaft. Wobei die Polen haben dann natürlich irgendwie mehr Kampfgeist, gell? Also sollte man den nicht unbedingt unterschätzen. Rooney und Welbeck, ja. Daraus hätte er mehr machen können. War da schief reingestanden. War auf jeden Fall die erste Prüfung für den Torwart. Polanski. Vor allem muss man natürlich aufpassen. Da rennt nämlich der Dortmunder Lewandowski rum. Schöner Fehlpass. Ja, Ashley Young, super durchgespielt. Und es gibt die erste Ecke. Ich wollte mich nochmal querlegen. So, erste Ecke von rechts einer gehen dann. Durch Steven Gerrard. Ja, den erwischt keiner. Und Lewandowski, der wartet natürlich bis seine Kameraden kommen. Błaszczykowski. Und da war der erste
Torschance, der ist drin hat. Lewandowski macht das Tor. Jetzt hätte ich gemeint, der geht ins Aus, weil ihn der Torwart erwischt hat. Dabei. Ja, also nochmal, das war der Pass auf Blaszczykowski. Den haben wir schlecht verteidigt. Und er gibt aber auf Lewandowski. Und der Torwart erwischt den saudumm. Also erster Torwartfehler und gleich mal 1-0 für die Polen. So schnell kann es passieren. Das heißt, wir rennen schon mal in den Rückstand noch. Carrick. Welbeck nicht auf Posten. Polanski. Ja, die Engländer, glaube ich, sind noch nicht ganz wach, gell? Johnson. Rooney, ja, den erwischt er nicht. Piszczek auf Blaszczykowski. Ja, im Moment, die Polen geben da den Ton an. Und haben die nächste Torchance. Ja, und somit steht es 2-0. Es war Polanski. Das war auf jeden Fall eine saubere Flanken. Und der Schuss geht ins englische Herz, gell? Und da hat er Fehlbloß auf der linken Seite. Da stört ihn keiner. Und dann kommt der perfekte Pass auf Polanski und der kann das ja machen. Das muss einfach machen. Und somit steht es 2-0. Ja, also wie gesagt, die Engländer mehr Qualität in der Mannschaft, aber der Kampfgeist liegt auf jeden Fall in den Händen der Polen. Walcott pennt da irgendwie auch vorne. Und es gibt Einwurf für die Engländer. Ja, war ja super. Also England nach 23 Minuten noch nicht wirklich wach. Polen dafür hellwach. Und haben schon zusammen zugeschlagen. Und Blaszczykowski. Das war ein Foulspiel. Und er hat sich da scheinbar verletzt. Wird wahrscheinlich die gelbe Karten heißen. Nicht wirklich, der Schiedsrichter scheißt gerade an Ashley Cole zusammen. Gut, hätte mich aber auch nicht gewundert, wenn es gelb gegeben hätte. War schon ein rabiates Foul. Und jetzt muss er erst einmal behandelt werden. So, und hart hat ihn diesmal. Wieder immer Zeit. Und gleich mit dem nächsten Fehlpass. Und Blaszczykowski ist schon wieder da, gell? Unverletzt. So, jetzt ist bloß für Wayne Rooney. Freibauen, das muss einfach machen. Ja, macht er. Rooney. Und das ist der Anschlusstreffer. Für den läuft es ja in der Wirklichkeit nicht so gut. Also in der Liga mit Manchester United, da ist er ja mehr im Mittelfeld unterwegs. Liegt allerdings auf Feldrot, weil sie einen neuen Trainer haben. Zumindest trifft er bei uns erinnert. War nicht besonders stark geschossen, aber ja. Zum Tor hat es gelangt und es steht nur noch 2-1. Lewandowski. Diesmal haben wir ihn abgewehrt. Ja, da verspringt ihm Piszczek. Walker Foulspiel.
So, mit gemeinsamen Kräften. Und wieder Rooney. Ja, Rooney mit dem Doppelpack. Da wird jetzt von 2 Mann bedrängt, aber lässt sich dabei nicht stören. Also England ist wieder zurück im Rennen. Nach dem Anfangsdesaster. So, da war der Pass von Welbeck. Und Rooney flitzt da durch die Mitten. Und lässt sich da nicht abbringen. Ja, so schnell kann es gehen. Die anderen haben ja auch ziemlich schnell 2 Tore geschossen. Wir jetzt genauso. Lewandowski. Und es gibt, was gibt's denn jetzt? Ecke. Na, Abstoß. Lewandowski, der kämpft da. Wir sollten den Herrn da mal dicker. Ja, der Torwart, der macht mir irgendwie Sorgen hin, wieder. Der hart. Ich weiß nicht, irgendwie ist der nicht so gut. So, wieder Rooney. Und Ashley Young. Ja, 2-0 hinten liegen und jetzt führen wir 3-2. Die Qualität zahlt sich aus. So, da gibt Rooney ab. Mit der Hacke nach hinten. Und dann kommt der Pass von Welbeck auf Ashley Young. Und der macht das 3-2. Ja, zuerst hätte ich gemeint, es geht rabenschwarz für uns aus, weil wir 2-0 hinten liegen sind und nicht führen wir. Blaszczykowski. Erst einmal Einwurf. Und Abstoß. Es gibt 1 Minute Nachspielzeit. Welbeck verliert den Ball. Achso, er pfeift ab. Jetzt hätte ich gemeint, er pfeift das Foul nochmal. Aber zur Halbzeit steht es 3-2. Es ist sehr torreich. Ja, wir haben weniger Ballbesitz, dafür die meisten erfolgreichen Pässe verteilt. Jetzt ist die Frage, wollen wir wechseln? Ich weiß nicht. Also wie gesagt, wenn so ein Spieler blau ist, dann ist er eher, ja, ist die Moral eher im Boden. Und wenn er rot ist, ist er hochmotiviert. Ich würde mal sagen, wir lassen es dabei. Und können ja im Laufe des Spiels noch wechseln. So, diesmal geht es für die Polen von links nach rechts. Denn sie laufen jetzt an den Rückstand noch. Piszczek. Polanski. Der hat das 2-0 geschossen. Welbeck. Und Rooney startet. Und das war die nächste Torchance. War natürlich dann der Hattrick-Win. So, zurück zum Keeper. Johnson. Ashley Cole. Wo ist denn der Ashley Young? Wo vorne? Ja, den erwischt er nicht. Oder doch? Fehler.
Und den können wir wenig nutzen. Ja, das Blöde ist, Ashley Young ist ein Linksfuß und der hat sich jetzt extra auf den linken Fuß legen müssen. Moment einmal. Jetzt werden wir das schnell mal ändern. Was ist denn der? Links oder rechts? Kann der rechts auch spielen? Schon, gell? Jetzt werden wir die einfach tauschen. Da werden aber beide schlechter. Was ist denn er? Hat der einen Rechtsfuß oder einen Linksfuß? Ein Rechtsfuß ist er. Also es ist halt so, bei Bayern ist es am besten, gell? Da ist er Ribéry ein Rechtsfuß und der spielt auf der linken Seite. Und Robben ist ein Linksfuß und spielt auf der rechten Seite. Und der kann dann natürlich immer schön mitziehen. Und kann natürlich seinen starken Fuß in Aktion bringen. Rooney kann sie den Ball nicht mehr kämpfen. Und es gibt Abstoß für die Polen. Steven Gerrard. Welbeck. Und Lewandowski. So, zur Sicherheit einmal zurück. Blaszczykowski. Ja, der war gar nicht so ungefährlich. Ich glaube, es gibt Ecke, oder? Ja. Der war nämlich abgefälscht. Oh, Vorsicht. War natürlich eine Chance jetzt. So, Welbeck gegen 2. Am ersten noch vorbeikommen, am zweiten hängen bleiben. Wieder Freibahn am linken Flügel. Aber Johnson klärt das mal. Zur Ecke immerhin. Ja, man muss sagen, mit Grätschen, also mit so einer Grätsche einfach, kann man nicht so schnell im Bund wieder zurückgewinnen. Das ist bei 2013 leichter gewesen. Gut, fast zu leicht, würde ich sagen. Carrick. Wieder Carrick. Und Walcott hat jetzt da ein bisschen Platz, muss kämpfen. Und hat die Chance gehabt. Jetzt ist das unsere erste Ecke? Ich weiß gar nicht. Oder haben wir schon welche gehabt? So, Gerrard verliert den Ball. Die Polen allerdings auch. Welbeck, unten rennt Rooney. Wird aber nichts. So, ich würde mal sagen, jetzt schauen wir mal. Ashley Young, der ist schon ziemlich demotiviert. Und auch nicht mehr ganz so fit, da kann man doch. Pass auf, nehmen wir heute mal. Sturridge, kann der links außen auch spielen? Kann da. Den nehmen wir mal. Ich glaube, Sturridge spielt bei Chelsea London, wenn ich mich nicht täusche. Walcott erwischt den. Doch, er kann sich durchsetzen. Ja, in die Hände von Buruk. Und nochmal die Polen. Vielleicht können wir noch einen Ausgleich erzielen. Rybus. Tja, gerade habe ich es gesagt und da ist der Ausgleich. Robert Lewandowski mit seinem zweiten Treffer. Das war auf jeden Fall auf saubere Flanken. Ja, Oman hat eine freie Bahn gehabt. Rybus war das.
Und der langsame Innenverteidiger, der Smalling, kommt da nicht wirklich noch hin. Ja, und Hart, unser Torwart, der steht wie immer, oder zum wiederholten Male steht er verkehrt drin. So, was war denn das jetzt? So, auf jeden Fall ist Ashley Young runtergegangen. Und der neue Mann, Sturridge, ist er da auf der linken Seite. So, dann haben wir die Polen über rechts, Blaszczykowski. Piszczek, der kann natürlich flanken. Oh, die Polen möchten es wissen. Carrick, jetzt die Konterchance. Ja, Fehler von den Polen. Rooney, in der Mitte läuft Sturridge und Welbeck mit. Was war denn das jetzt? Eigentlich wollte ich Querling. Aber scheinbar habe ich den falschen Knopf erwischt. So, jetzt die Chance für die Polen. Lewandowski. Das gibt einen Freistoß. Das ist eine gute Position. Aber den haut er drüber. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Freistöße gehen jetzt nicht mehr so leicht eine vom Gegner. War ja bei 2013 anders. Da sind ja die 50 Meter haben wir so ziemlich, ja, fast jeder eingegangen. Gut, der Endstand 3-3 im WM-Qualifikationsspiel. Ich glaube, wir haben uns soweit ganz gut verkauft. Letztendlich hat es nicht zum Sieg gelangt. Wobei wir ganz gut aufgeholt haben. 2-0 hinten liegen und letztendlich dann 3-3 gespielt.